Ja, und es ist eben so, dass es in einzelnen Regionen eben üblich ist, vom größeren Teil der Bevölkerung, vor allem also von der einfacheren Bevölkerung, Dialekt zu reden. Und dazu gehört Österreich, dazu gehört Bayern, dazu gehört Schwaben. Eine Sonderstellung hat die Schweiz, denn dort ist das Dialektsprechen in allen Schichten üblich und das Hochdeutsche tritt immer mehr zurück und schränkt sich sehr ein. Aber für Österreich und Süddeutschland gilt die gleiche Situation. Das heißt, es ist so, dass man hier eigentlich bei Diglossie nicht, das ist jetzt, da gibt's, also da würde ich auch, glaube ich, das meinen, dass die Terminologie von, auch jetzt wieder Heinz Kloss, also sehr genau ist, der einfach differenziert zwischen also Binnen- und Außendiglossie, weil es ja sozusagen das bei Fishman und Ferguson unterschiedlich ist. Im einen Fall geht es um Varietäten, nicht? Also dass man sagt, das sind jetzt Varietäten einer Sprache, das heißt etwa ein Dialekt einer Standardvarietät, die natürlich jetzt genetisch verwandt sind, das wäre dann sozusagen eine Binnendiglossie, und das andere ist halt der Außen. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Spanisch mit einer amerikanischen Sprache, indigenen Sprache, was weiß ich, Guarani oder was das ist dann sozusagen halt, oder was weiß ich jetzt, Nahuatl oder was, ist egal was man nimmt, ja, ist das sozusagen, dann gibt es sozusagen hier eine Außendiglossie, ja, also das nur dazu. Für Österreich, wie für viele andere übrigens nicht dominierende Länder innerhalb von plurizentrischen Sprachen, gibt es eben dieses Problem, dass ihre Norm ständig unter Legitimationszwang steht. Und viele auch dazu kommen, dass sie einfach ihre Norm für nicht gültig halten. Sie praktizieren sie zwar im Alltag, wenn es aber sozusagen ans Offizielle geht oder ans Schreiben, dann ist diese Norm gewissermaßen ausgeblendet. Sie kommt natürlich immer wieder hintenum herum rein, ohne dass den Leuten das bewusst ist. Sie schreiben zum Beispiel öfters, und eigentlich sozusagen schreibt man anders, war öfter. Oder sie schreiben andere Wörter, die sie für ganz normal Standard, also allgemeiner Standard halten und wirklich sehr spezifisch österreichische Wörter dann oder Ausdrucksweisen. Ne? Und sind dann total frustriert und entsetzt, dass sie merken nämlich, dass sie es doch nicht richtig können. In dem Sinn. Ne? Natürlich ist es richtig. Es ist richtig als nationale Varietät und es ist anderes, wo die nationale Varietät von einem anderen Land dort richtig. Naja, wir müssen heute davon ausgehen, dass die Schriftsprache und Standardsprache, das heißt das Gesprochene, das sich an der Schriftsprache orientiert, natürlich Ausspracheregeln hat, die weitgehend einheitlich sind. Man muss natürlich unterscheiden zwischen einer gehobenen, tatsächlichen Hochlautung, wie sie geschulte Sprecher nach Normvorgaben, also der Duden-Aussprache oder dem Siebschen Wörterbuch benützen. Das ist die Sprechweise, wie sie weitestgehend heute den Schauspielern, den Rundfunkansagern, den Fernsehansagern, sofern sie ablesen, ja, also nach einem Manuskript oder auch eventuell frei, wie die Schauspieler einen Text im Hinterkopf realisieren, sprechen. Und es gibt dann natürlich die Standardsprache, wie wir sagen, also volkstümlich Hochdeutsch genannt, so wie die Laien das Hochdeutsche sprechen. Also wie zum Beispiel der Lehrer in der Schule, ich sage es schon heute, sprechen sollte, weil es nicht mehr viele tun, aber wie es zum Beispiel die Geistlichkeit in der Kirche tut, in der Predigt, wie die Gläubigen singen und beten, nicht? Wie eigentlich Reden von Politikern oder sonstigen Persönlichkeiten im Rundfunk gehalten werden, wie Moderatoren sprechen, die im Normalfall, wenn sie zum Beispiel den moderierten Nachrichten sich ansehen oder anhören, sprechen. Das ist nicht das allerhöchste Niveau, aber das ist ein Niveau, das dahin geht, und die Laien liegen also noch drunter. Sie könnten fast 3 Niveaus feststellen des Hochdeutschen: ein Laienniveau, ein Niveau von Moderatoren und ein Niveau von Fernseh- und Radioansagern und Schauspielern. Wissen Sie, die Folge davon ist, und das sage ich auch meinen Studenten immer wieder, vor kurzem ist die Arbeit von der Jutta Ransmayr publiziert worden, eben in meiner Publikationsreihe.
Und sie hat ganz klar festgestellt, dass eben das österreichische Deutsch im Ausland keinen Status hat an den Universitäten. Was hat das für eine Folge bitte? Das hat die Folge erstens einmal, österreichische Spracharbeiter, sprich Germanisten, Romanisten und so weiter, Übersetzer, Dolmetscher, haben einen niedrigeren Status als die Deutschen. Sie kriegen also entweder keinen Job oder wenn sie einen kriegen, kriegen sie weniger bezahlt oder sie müssen sich ständig rechtfertigen. Und de facto müssen sie in der Praxis ihre Norm sich begeben. Sie müssen aufhören, Österreicher zu sein. Ja, bitte, das sind ja doch gravierende Dinge. Das ist also, Sie sprechen da ja einen ganz heiklen Punkt an. Nicht? Man kann ja so gegen diese europäische Charta, nicht? Also der regionalen Minderheitensprachen sofort einwenden, 2 Punkte. Nicht? Also das eine ist genau das, was Sie jetzt gesagt haben, dass auf der Ebene also der Dialekte es ja überhaupt keine Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Das heißt, es geht eigentlich nur um Sprachen, die als solche definiert sind und die letztendlich dann halt ja, im Wesentlichen ja Abstandssprachen sind zu den anderen. Und Varietäten sozusagen einer Sprache sind da überhaupt nicht berücksichtigt. Also Dialekte kommen nicht vor. Ja, die sind auch nicht schutzwürdig in dieser Konstruktion. Also ich bin eigentlich sehr daran interessiert, dass Sie die Sachen angleichen, dass sie sich verschleifen, dass eine möglichst umfassende, von jedem verstehbare Gemeinsprache sich entwickelt. Aber wie gesagt, das darf nicht also auf die Kosten von sprachlichem Reichtum gehen. Ja? Also wenn die Entwicklung der allgemeinen Verkehrssprache, wir müssen es ja nicht Hochsprache, das ist ja so ein komisches Ranking, so eine komische Hierarchie, aber wenn wir es also wirklich als Gemein- und Verkehrssprache bezeichnen, dann ist es kein kommunikativer Vorteil, wenn der Reichtum verloren geht. Das kommt dazu, dass zum Beispiel österreichische Schriftsteller permanent bei deutschen Verlagen ihre Sprache verlieren. Ich habe eine Untersuchung gemacht und da haben faktisch von 190, die sich gemeldet haben, alle die Erfahrung gemacht, dass ihr Deutsch einfach redigiert wurde. Kasten zum Beispiel oder irgendwelche typischen österreichischen Wörter, mussten entfernt werden. Und dann hat der eine geschildert, also ja, am Anfang kämpft man noch um jedes Wort, später kämpft man nur ab und zu um ein Wort und zum Schluss weiß man schon, was man vermeiden soll, dann vermeiden wir es. Deswegen finden Sie in der österreichischen Literatursprache keine Austrizismen mehr. Also bei mir heißt der Stuhl, also was die Deutschen nennen, der Stuhl, ist auch bei mir in der Literatur ein Stuhl, fertig. Da fällt mir kein Stein aus der Krone, das ist einfach die Sprache. Anders ist es, wenn eine Figur redet, die aus Wien kommt. Ja? Wenn bei ihr in einem Roman ein Wiener vorkommt, sagt er Sessel. Der Erzähler sagt Stuhl. So einfach ist das. Und dann wird das wieder zum Beweis dafür genommen, österreichisches Deutsch gibt es eh nicht.